Was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist ein Slogan, den ich finde, da kann man relativ gut über unsere aktuelle Zeit drüber stellen. Weil als Konsumenten, wenn wir irgendwo hingehen, wenn wir irgendeine Dienstleistung in Anspruch nehmen, dann wird generell mal sehr, sehr viel Fokus auf unsere Bedürfnisse gelegt. Das heisst, der Anbieter von diesem Produkt oder von dieser Dienstleistung gibt alles dafür, es auf uns passend zuzuschneiden. Das war noch nie so extrem wie in der aktuellen Zeit. Du könntest zum Beispiel irgendwo in einem ganz, ganz kleinen Läden in der Stadt an der Feldbergstrasse reingehen und du hast wahrscheinlich 3 verschiedene Müsli-Sorten, die du kaufen kannst. Aber du kannst auch irgendwo, sagen wir am Dreispitz dort, in M-Park gehen und du wirst auch dort 30 bis 50 verschiedene Müsli-Sorten finden. Und kannst irgendwie aussuchen, habe ich es gerne mit Mandeln oder zu viel Honig, zu wenig Rosinen. Ja, Rosinen sind immer drin, das ist mein Problem. Und für Leute wie mich, die dann eben nichts finden, was wirklich passt, gibt es dann eben die Website, wo du dir dein eigenes Müsli zusammenmixen kannst. Das löst dann wirklich das erste Problem vom Tag, oder? Du kannst sagen, okay, ich nehme die Hafenbasis, aber es ist nicht wirklich ein Hafenmüsli, wenn nicht mindestens 30% Hafer drin ist. Und Rosinen habe ich nicht gerne, also bestelle ich die ab, dann kann ich ETPT hin und ein paar Haselnüsse einwerfen und dann habe ich mein perfektes Müsli. Oder, ich weiss, jetzt ist Ende Jahr, ich liebe die Umfrage, die ich jetzt gerade mache. Achtung, jetzt musst du ganz, ganz ehrlich sein. Wer hat sich Anfang Jahr vorgenommen, ins Fitness zu gehen? Das ist so unglaubwürdig, Leute. Die lachen, die habe ich jetzt auch mitgezählt. Früher bist du ins Fitness gegangen und hast gesagt, ich mache ein Jahresabo, oder? Und hast irgendwie, weiss nicht, die Betrag gezahlt, und hast einfach alle Geräte nutzen und ab und zu mal einem vorbeikommen und gesagt, das machst du einfach falsch. Nicht so einen krummen Rücken machen. Du musst schauen, dass du da stabil bist, sonst machst du die Rücken kaputt. Heutzutage geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Du ladest dann entweder eine App ab, du gehst auf eine Website oder du gehst ins Fitnesscenter rein und dann wird etwas individuell Passendes für dich zugeschnitten. Ich habe eine Website gefunden, ich muss den Satz vorlesen. Wer ernsthaft an Muskelaufbau und Fettabbau interessiert ist, kommt an einem individuellen Trainingsplan nicht vorbei. Schlechte Nachrichten für alle Gärtnerinnen und Gärtner unter uns. Ohne individuellen Trainingsplan funktioniert es einfach nicht mehr. Das Gleiche ist beim Thema Auto. Früher hast du überlegt, kaufen wir ein kleines Auto, ein mittleres Auto oder ein grosses Auto. Das hat auch noch ein bisschen damit zu tun, wie viele Kinder du hast. Heutzutage wird das Ganze ein bisschen komplexer. Ich habe mich in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich mir mal ein bisschen auf die Suche gemacht nach meinem Traumauto, jetzt wo ich auch Familienvater bin, oder? Und habe mal so einen VW-Bulli zusammengestellt, so einen VW-Bus, und habe mal schauen, was gibt es da überhaupt an Optionen. Ich habe nach 3-4 Minuten abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich brauche eigentlich 3-4 Wochen, um das Auto so zusammenzustellen, wie ich es wirklich will. Weil all die kleinen Positionen, die du siehst, sind ja eine Entscheidung, die du treffen musst. Und von diesen Seiten, die du hier gerade siehst, gibt es noch etwa 8. Also du kannst wirklich ein paar Wochen Ferien nehmen, um dir dein Traumauto zusammenzustellen. Oder du kannst es auch auf die Occasion kaufen, wenn jemand anderes die Entscheidung schon getroffen hat. Das funktioniert vielleicht auch. Aber ich merke, es ist normaler als je zuvor, dass man unsere Bedürfnisse sehr, sehr stark in den Fokus nimmt und alles auf unsere Bedürfnisse angepasst wird. Jetzt die grosse Frage, die ich habe, was passiert, wenn sich das Ganze auf unsere Theologie, auf unser Bibelverständnis, auf unser Glauben, auf unser Gottesbild überwälzt? Was passiert, wenn wir unsere Theologie fangen an zuschneiden? So wie wir die Bibel lesen, fangen an zurechtschnibbeln, so dass es für uns passt. Wir passen gewisse Bereiche so an, gerade dort, was schwierig wird, gerade dort, was spannungsvoll wird, fangen wir es so ein bisschen zurechtschnibbeln, dass es für uns reinpasst. Dass wir die Spannung irgendwo aushalten. Es ist wie wenn wir Scheuklappen würden anziehen. Baski, darf ich dich bitten, mir schnell die Scheuklappen dort unter dem Stuhl zu geben? Vielen Dank. Weil ich habe hier mein eigenes Focus Cap gebaut. Wer daran interessiert ist, der kann sich das nachher bei mir kaufen. Das ist ohne Witz, das ist eine Erfindung für Menschen, die in einem Grossraumbüro arbeiten. Die lachen jetzt, aber ich kenne Menschen, die brauchen das. Sonst können sie sich nicht fokussieren, oder? Und ich habe das Gefühl, manchmal lesen wir dann so Bibel. Oder wir sagen, ja, Bibel lesen geht schon, aber ehrlich gesagt, wenn ich am Paulusbrief ankomme, der Typ ist so unbequem und so kantig und so eine... Er
der hat so krasse Meinungen. Ich werde einfach nicht warm mit dem. Und dann nehmen wir so das Bündel, das er geschrieben hat, und legen es einmal nach links und gehen halt an den Paulusbriefen vorbei. Vielleicht verwünschst du dich beim Thema Heiliger Geist, wo im Neuen Testament aufkommt. Und du sagst, du bist nicht so der emotionale Typ und du spürst das Ganze nicht so und leistest für dich irgendwann so ein bisschen ad acta und sagst, ja, ist einfach nicht so meins. Vielleicht hast du ein Thema Leidenschaft oder merkst, schon ein paar Mal probiert, schon ein paar Mal darauf eingeladen, aber es ist dann auch schon ein paar Mal schief gegangen. Und du versuchst dich so durchzuschlängeln an diesem Thema vorbei. Willst du dich nicht wirklich leiten lassen? Willst du nicht wirklich ins Leben hineinschwätzen? Nimmst selber dann auch nicht mehr so gerne Position ein, wo du anderen ins Leben hineinschwätzt. Du sagst, hey, da muss jeder für sich wissen. Oder vielleicht im Umgang mit Sexualität, wenn es dann so ein bisschen an die happigen Themen geht. Jetzt brauche ich noch mein anderes Utensil, oder? Weil das sind Themen, wo man dann noch so... Das sind Noise Cancelling, gell? Jetzt können wir alles rauslassen. Das sind so Themen, wo wir dann den doppelten Schutz anwenden, wo wir uns unsere Meinung zurechtgeschnitten haben, das Ganze ad acta gelegt haben und dann aber auch nicht wirklich offen sind für neue Ansätze, für neue Meinungen. Oder eben mein Lieblingsthema, also vorher schon durchleuchten, Finanzen, oder? Wo ich immer wieder auf Menschen treffe, die dann zum Beispiel ein biblisches Prinzip wie den Zehnte nehmen und es dann aber für sich zurechtschnibbeln. Der Zehnte, der eigentlich erfunden worden ist, um den Tempel und die Leviten, die den Tempel betreiben, zu finanzieren, wird plötzlich genommen und dann in Scheibchen geschnitten. Und dann wird etwas für das verwendet und etwas für das und etwas für das. Kann man machen, aber wo ist die biblische Grundlage? Ich glaube, es gibt Themen, die für uns einfach spannungsvoll sind, die für uns schwierig sind. Und dann tut das einmal gut, wenn wir uns so eine Blickfeldbegrenzung geben. Oder manchmal auch die ganzen Nebengeräusche, die von uns einprasseln, ein bisschen dämmen. Um irgendwie klarzukommen mit dem. Vielleicht hast du dich mal für das Leben mit Jesus entschieden, aber wenn du ehrlich bist, weißt du ganz genau, eigentlich müsste ich diesen und diesen Bereich mal angehen. Eigentlich müsste ich da mal wirklich grundsätzlich darüber nachdenken. Aber du weißt ganz genau, wenn ich das mache, wird es mein Denken, mein Handeln, mein Umgang mit anderen Menschen, mein Umgang mit Sexualität, mit Geld massiv beeinflussen. Vielleicht hast du die Themen auch mal angepackt, aber hast gemerkt, es ist zu spannungsvoll geworden für dich. Und hast dich dann doch mit einer einfachen Lösung abgegeben, anstatt zu kämpfen und wirklich herauszufinden, was ist dahinter? Wie könnte ich wirklich eine Lösung finden, die für mich wirklich stimmt? Vielleicht ist es auch eine Spannung in einer Beziehung gewesen, wo du gemerkt hast, die Beziehung hält die Spannung nicht aus und hast aufgrund von dem einen Zuschnitt gemacht, damit es für die Beziehung stimmig geworden ist. Und die spannende Frage ist, wie entdeckst du so etwas? Wie entdeckst du, wenn du so etwas machst? Ich muss mir das selber ja genauso fragen, bevor ich allklug auf der Bühne stehe und über irgendetwas schwätzen kann. Mir passiert das immer wieder, dass ich mir Sachen fange an zurechtschneiden. Dass ich mir das Evangelium so fange an zu personalisieren, meine Bibel so zurechtschnibbeln. Die Sachen, die mir passen, die mir dienen, die stehen sehr wohl in der Bibel und die anderen Themen kann man einmal übersehen. Ich erkenne das sehr schnell, wenn ich passende Bibelvers für die individuelle Argumentation fange an zu suchen. Das heisst, wenn ich Bibelvers suche, die genau das sagen, was ich meine, siehst du, da steht es. Und ob dann noch jemand anders etwas steht, das das in Frage stellt, oder etwas steht, das dem vielleicht sogar widerspricht, das gibt es durchaus, das interessiert mich nicht in dem Moment. Oder wenn ich so fange, mit mir selber an zu argumentieren und diskutieren, in mir drin. Oder wenn ich so proaktiv fange, an zu vorbereiten, dass mich rechtfertigen kann, falls ich angegriffen werden würde. Weil ich ganz genau weiss, da gibt es ein Feld, wo man mich angreifen könnte. Das sind Indikatoren für mich dafür, dass ich so etwas am Machen bin. Wir fangen an, etwas an zurechtschnibbeln. Etwas an zurechtstutzen, dass es für uns stimmig und aushaltbar wird. So wie wir unser Müsli zurechtmixen, unser Trainingsprogramm machen, so, ja, Kniebeugen sind nicht so mies, ja, dann lass sie halt sein. Oder unseren VW-Bus ausrüsten, dass es so komfortabel wie möglich ist. Hauptsache es stimmt für dich. Aber es ist genau so etwas, was Jesus nie gesagt hat. Jesus hat nie gesagt, Hauptsache es stimmt für dich. Er hat etwas anderes gesagt.
Und ich finde es viel interessanter, darüber zu schwätzen, was er gesagt hat, anstatt darüber zu reden, was er nicht gesagt hat. Aber bevor ich das mache, würde ich gerne zusammen beten. Seid ihr mit mir? Vater, wir lesen gerade eine Aussage, die es in sich hat, die du Jesus gemacht hast. Und ich bete, dass du unsere Herzen ready machst. Ob wir gerade am Bildschirm sitzen oder hier in der Halle sitzen. Mach du unsere Herzen bereit. Wir wissen, dein Wort hat Kraft. Dein Wort ist lebendig. Dein Wort kann unser Herz komplett verändern, kann die schlechten Sachen rausdrängen und gute Sachen wachsen. Und du willst das Beste für uns. Und so haben wir dir unsere Herzen an und machen unsere Augen und Ohren auf für dein Reden. Wir wollen uns verändern von dir. Amen. Er sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Die Predigt wird nicht so gemütlich, wie die Janik gesagt hat. Was heisst, sein Kreuz auf sich nehmen? Ich habe die Aussage so kennengelernt, ja, jeder hat sein Kreuz zu tragen. Oder anders formuliert, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Oder? Der eine hat so ein bisschen den Hang zum Alkohol, der nächste zum Rauchen, wieder der nächste zum Süßen. Oder ich habe das auch viel in Verbindung gehört so mit Krankheiten. Ja, jetzt hat schon das Leben lang im Rücken. Oder ja, das mit dem Asthma. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Oder das Kind, das immer schwierig tut. Dann denkst du, ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Der Punkt ist, das ist nicht das, was Jesus gemeint hat bei dieser Aussage. Das Kreuz, ich habe es bewusst auf die Bühne stellen. Das Kreuz steht in letzter Zeit immer so romantisch bei uns in den Kirchen. Oder? Du siehst immer überall so Piken, fein. Und es ist schon fast romantisch, aber letzten Endes ist es ein Zeichen von der Erniedrigung und ist es ein Folterinstrument. Das Kreuz ist nichts Schönes, das Kreuz ist etwas Grausames. Das Kreuz auf sich nehmen hat bedeutet damals, du hast den Querbalken. Der war massiver und schwerer. Wenn du können hast, wenn du körperlich in der Verfassung bist, hast du den tragen. Von dem Ort, wo du den bekommen hast, bis zu dem Ort, wo der andere Pfosten gestanden ist, nämlich dort, wo du hingerichtet worden bist. Das ist ein Instrument, das nur verwendet worden ist für Menschen in der untersten Gesellschaftsebene, also für Sklaven und so weiter. Und wenn du mit dem Balken durch die Stadt gelaufen bist, dann bist du angeschrauen, angespuckt und beworfen worden, mit was auch immer. Du bist erniedrigt worden. Es ist nicht nur um die Hinrichtung an sich gegangen, es ist auch um die Erniedrigung gegangen. Um zu zeigen, du bist nichts wert, du bist ein Niemand. Und das ist das, was Jesus gemeint hat, wenn er sagt, du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Du musst dich selber verleugnen, oder anders gesagt, dich selber aufgeben. Und bereit sein, Leiden und Demütigung in Kauf zu nehmen. Es ist ziemlich genau das Gegenteil von Hauptsache es stimmt für dich. Es ist eher Vogel, friss oder stirb. Und wenn wir klar ihm nachfolgen, kostet alles. Unter Umständen müssen wir eigene Bedürfnisse zurückstellen, eigene Wünsche, eigene Träume über Bord werfen. Aber gleichzeitig gewünscht auch alles. Du gewünschst alles. Jesus sagt dann, wer sein Leben retten will, das sagt er gerade im Anschluss, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Von was für einem Leben redet Jesus? Er redet vom ewigen Leben. Und ich habe mich mal bewusst entschieden, ein bisschen über das zu schwätzen, weil ich finde, wir schwätzen relativ wenig darüber. Ich schaue einmal so ein bisschen in die Bibel rein und überlege, über was hat denn Jesus viel geschwätzt und über was schwätzen wir viel? Und Jesus hat zum Beispiel sehr viel über das ewige Leben geschwätzt. Und mir ist das Anliegen, dass wir auch ein bisschen mehr über das nachdenken, uns mehr mit dem ewigen Leben beschäftigen. Jesus redet so oft von diesem Leben. Es ist das Leben, das wieder kommt, quasi die Wiederherstellung vom Paradies, das wir am Anfang der Bibel antreffen. Und es gibt so eine Stelle im Buch von der Offenbarung, wo das ewige Leben so schön, finde ich, zusammenfasst und beschreibt, wie sich das anfühlen könnte. Das ist etwas, was wir kaum greifen können. Wenn es dir hilft, mach vielleicht kurz die Augen zu oder lese mit, was dir dient.
um dich auf den Text einzulassen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Das ist das Leben, das Jesus meint, wenn man vom ewigen Leben schwätzt. Und das ist unsere Hoffnung, oder, wenn wir ihm nachfolgen. Das ist das Leben, das auf uns zukommt, von vorne, wenn wir ihm nachfolgen. Nach diesem Leben erkundigt sich mal ein Mann, der auf Jesus trifft, und ich werde gerne mit euch die Geschichte durchlesen. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um dieses ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemandem das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an, sagte zu ihm: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und er ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal: Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Eine Hammergeschichte, eine mega herausfordernde Geschichte, finde ich. Nicht ein Happy End, wo aber zeigt, was die Nachfolge bedeutet. Und ich will 4 Punkte hervorheben in dieser Geschichte, mit der restlichen Zeit, die wir noch haben. Der erste Punkt: Ich glaube, Jesus hat nichts gegen Reichtum. Er sagt nicht, nimm die Reichtum und wirf ihn irgendwo ins Meer, sondern er sagt, nimm die Reichtum und mach jemand anderes reich. Er hat nicht das Problem, dass er reich ist. Das sehen wir an anderen Stellen in den 4 Evangelien, dass Jesus kein Problem mit Reichtum hat. Was er hier macht, ist, er fordert den Mann aus und er provoziert ihn und sagt: Hör auf, die eigene Herr zu sein. Hör auf, dich selber zu versorgen. Hör auf, die eigene Gott zu sein. Auf dich selber zu verlassen. Und fang an, dich auf mich zu stützen, dich auf mich zu verlassen. Wenn du mir nachfolgen willst, musst du dich selber verleugnen, du musst dich selber aufgeben. Das bedeutet vielleicht, du musst gewisse von deinen Bedürfnissen, Wünschen und Träumen loslassen. Wenn es die Nachfolge fordert. Stell das hinten an. Es ist schön, wenn es im Leben Platz hat, aber es darf nicht sein, dass es das Leben bestimmt. Der zweite Punkt, der mir mega wichtig ist: Jesus will nicht, dass wir Regeln befolgen. Er will, dass wir ihm nachfolgen. Und das ist ein mega wesentlicher Unterschied. Wenn wir unsere Scheuklappen anhaben, wenn wir uns um Regeln drehen und die Regeln so anfangen anpassen, dass sie für uns stimmig werden, dass es für uns machbar, umsetzbar wird, dann gleichen wir dem Mann in dieser Geschichte. Aber Jesus macht klar, dass er nur an echter Nachfolge interessiert ist. Er hat dem Mann ja nicht einmal gelobt, wenn er ihm gesagt hat: Hey, all die Gesetze habe ich eingehalten, was ja, wenn wir ehrlich sind, eine Leistung ist. Von seiner Jugend an sagt er, habe ich all die Gesetze immer eingehalten. Jesus könnte sagen, es hast du gut gemacht. Aber nichts kommt. Er schaut ihn einfach voller Liebe an, macht ihm klar: Aber schau, es ist nicht an dir, das Gesetz zu erfüllen. Für das bin ich auf die Welt gekommen. Für das bin ich auf die Welt gekommen. Ich werde ans Kreuz gehen, ich werde alles auf mich nehmen. Und ich will so das Gesetz erfüllen.
Ich werde ans Kreuz gehen, ich werde alle Schuld, alle Schande auf mich nehmen. Und ich werde nachher 3 ganz, ganz dunkle Tage verbringen, bevor ich in Gottes Herrlichkeit wieder auferstand. Aber das ist mein Job. Mein Job ist, das Gesetz zu erfüllen. Dein Job ist, mir nachzufolgen. Weil er weiss, das ist der Weg, wie sich das Evangelium verbreitet. Das Evangelium verbreitet es nicht, indem wir ein perfektes Leben führen, indem wir alle Regeln einhalten und ein geschmeidiges Leben führen. Sondern das Evangelium verbreitet sich an dem Ort, wo die Liebe Gottes, die selbstaufopfernde Hingabe gelebt wird anderen Menschen gegenüber. Und sie so verstehen, wie Gott ist. Nur um ein Missverständnis zu verhindern. Natürlich will Gott, dass wir sein Gesetz einhalten. Natürlich sollen wir seine Gebote einhalten. Aber das soll nicht das Ziel sein. Das Ziel muss die Nachfolge sein. Ich bin davon überzeugt, wenn wir ihm ernsthaft nachfolgen, wenn wir ihm die Herzen anheben und sagen, schau, da ist es, dann wird das Resultat davon sein, dass wir das Gesetz einhalten, wo im Mose geschrieben steht. Das wird das Resultat sein. Wir werden das Gesetz von allein einhalten, wenn wir ihm wirklich nachfolgen und immer wieder sagen, da ist mein Herz. Mach so, wie dein Herz ist. Das ist etwas, was er immer wieder klar macht, wenn er mit den Pharisäern streitet. Die Pharisäer waren die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten Juden, die haben das Alte Testament in- und auswendig gekannt. Die haben das Gesetz Gottes verinnerlicht gehabt. Die haben noch x 100 Gesetze dazu konstruiert, die ihnen dabei geholfen haben, die Gesetze, die im Mose steht, einzuhalten, weil es ihnen so wichtig war, dass sie ein ehrliches Leben führen, dass sie das Gesetz ernst nehmen. Und es war eine gute Absicht dahinter. Aber er macht ihnen immer wieder klar, Leute, das ist nicht das Ziel vom Leben. Das Ziel vom Leben ist die Nachfolge. Und das Resultat von dieser Nachfolge ist dann, dass sie das Gesetz einhalten. Aber ich habe das Gesetz erfüllt. Das ist mein Job und nicht euch. Gott hat sich entschieden, sich selber in der Person von Jesus hinzugeben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und in ihm haben wir ein Vorbild, das wir nachfolgen können. Der dritte Punkt ist, und das ist relativ offensichtlich, aber auch traurig zugleich. Der Mann war nicht fähig, sich selber aufzugeben. Der irdische Schatz ist ihm zu sehr ans Herz gewachsen. Seht, er geht traurig weg, steht geschrieben. Und Jesus sagt mal in der Bergpredigt, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und da wird es für uns Schweizer extrem relevant. Weil wir gehören zu den 1-2% reichsten Menschen auf dieser Welt. Und ich glaube, die Ziele, die sind zuerst mal für uns geschrieben. Und ich nehme das für mich persönlich extrem ernst. Wir sind sehr wohlhabend. Und Jesus macht an verschiedenen Orten in den Evangelien immer wieder ganz, ganz klar und deutlich, euer Wohlstand hier auf dieser Welt kann einer echten Nachfolge im Weg stehen. Und das ist ein Thema, das wir uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen. Dass wir nicht am falschen Gott hinterherrennen. Das kommt immer wieder durch. Lass das nicht zu gross werden in deinem Herz, dass es dir am Schluss hindern könnte, mir wirklich nachzufolgen. Und der vierte und wichtigste Punkt. Echte Nachfolge kommt nicht aus unserer eigenen Kraft. Ich finde das so eine faszinierende Szene, wo Jesus sagt, schau, es ist so schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist so mega schwer. Und die Jünger sind völlig am Boden. Und dann schaut er nochmal allen in die Augen und sagt, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Und er führt sie an den Punkt an, dass sie völlig verzweifelt zusammen diskutieren. Jetzt schnurrt er die ganze Zeit davon, dass wir ihm nachfolgen sollen. Und im nächsten Moment sagt er, aber die werden es nicht schaffen. Was soll das? Vergeuden wir da unsere Zeit? Was mache ich da eigentlich? Und er macht ihnen klar damit, du wirst es nicht schaffen, wenn du dich auf deine eigenen Fähigkeiten verlässt. Du wirst es nicht schaffen, es ist unmöglich. Und dann sagt er aber, für Gott ist es möglich. Für Gott ist es möglich. Er ist der, der unsere Herzen transformieren kann, wenn wir sie in ihn anhalten. Wenn wir unsere Herzen nehmen und in ihm anhalten, sagen, mach es zu deinem Herz. Mach mein Herz so, wie dein Herz ist. Er ist der die Veränderung bringen kann, was es braucht, damit uns die Nachfolge gelingt. Aber es ist nicht unsere Fähigkeit, das Gesetz einzuhalten. Es ist seine Gnade.
Es ist das Geschenk an uns. Und ich bin davon überzeugt, so werden wir Jesus ähnlicher. Aber es ist letzten Endes eine relativ taffe Geschichte. Jesus will alles von uns. Er will, dass wir uns selber aufgeben. Er will, dass wir uns selber verleugnen. Er will, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Aber gleichzeitig verheißt er uns auch alles. Er macht klar, es geht nicht darum, dass es für dich stimmt, sondern dass es für Gott stimmt. Das macht er immer wieder klar. Ich bin da, um den Willen vom Vater zu tun. Er ist 40 Tage mal in der Wüste. Und der Teufel fordert ihn raus, ziemlich am Anfang von seinem Dienst. Und er bietet ihm all das. Er sagt ihm, schau mal, all deine Bedürfnisse, all deine Wünsche, all deine Träume kann ich dir erfüllen. Ich schenke dir die ganze Welt. Du kannst alles haben. Und Jesus muss immer wieder sagen, es geht aber nicht um mich. Es geht nicht um meine Wünsche, es geht nicht um meine Bedürfnisse, sondern es geht darum, dass der Wille vom Vater passiert. Wegen dem bin ich da. Wegen dem bin ich da. Und um das soll es gehen. Es gibt eine Szene, wo das Ganze emotional mega krass gipfelt. Das ist die Szene im Garten Gethsemane. Jesus ist in der Situation, dass er genau weiß, in wenigen Augenblicken werde ich verhaftet werden und dann werde ich mich ihnen freiwillig ausliefern. Und ich werde mich ihnen hingeben und sie werden mich zum Tod verurteilen, anspucken, schlagen, auspeitschen. Ich muss die Schande auf mich nehmen und werde niedergemacht und erniedrigt. Ich muss mich selber komplett verleugnen. Und er weiß das. Und dann sagt er seinen Jüngern, kommt mit mir und betet mit mir und distanziert sich ein bisschen von seinen Jüngern und von der Verbeten. Und dann kommt so ein ehrliches Gebet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stelle mir Jesus immer wieder so allzeit souverän vor. Immer so der heroische Typ, der alles im Griff hat. Aber wir lesen so von einer anderen Szene. Jesus ist völlig am Ende. Rational macht es überhaupt keinen Sinn, was er hier betet. Er weiss doch, ich bin genau für das auf der Erde gekommen. Genau für den Moment, wo jetzt auf mich zukommt, bin ich da. Um all das auf mich zu nehmen und zu zahlen. Als Geschenk allen Menschen gegenüber, um zu zeigen, wie Gott wirklich ist, wie liebevoll Gott wirklich ist. Und dann betet der Vater, wenn du willst, dann lass den bitteren Kelch an mir vorüberziehen. Er sagt, hey, ich weiss, ich bin da für das. Ich weiss, das ist mein Job, wenn ich hier auf dieser Erde bin. Aber ich schaff's nicht. Wenn du eine andere Möglichkeit hast, dann such einen anderen Weg. Mach es irgendwie anders, such dir einen anderen Typ. Löse das Problem auf eine andere Art. Aber ich schaff's nicht. Lass den Kelch an mir vorüberziehen. Und dann kommt der alles entscheidende Punkt. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein. Da haben wir es wieder. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern deine. Jesus zeigt in diesem Moment den Gipfel von absoluter Hingabe. Er gibt sich völlig auf, er verleugnet sich selber. Es geht nur noch darum, dass der Wille Gottes passiert. Und der Wille Gottes ist in dem Moment, dass seine Liebe uns gegenüber, seine Gnade uns gegenüber sich in diesem Opfer offenbart. Und es geht nur noch um das. Und Jesus gibt sich dem Willen völlig hin. Und ich frage mich, woher kommt die Kraft, dass Jesus in diesen 2 Sätzen so einen Turn machen kann. Er kann sagen, ich bin völlig am Ende und ich kann nicht mehr. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein. Woher nimmt die Kraft, um so eine Kurve zu reissen? Und ich finde, der Schreiber vom Hebräerbrief fasst das Ganze mega, mega gut zusammen. Wir lesen kurz ein paar Ziele. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Er beschreibt dort Nachfolge mit einem Wettkampf, mit einem Lauf. Und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel, an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Der entscheidende Punkt, dass Jesus das Gebet sprechen kann, dass er
so einen Turn machen in diesem kurzen Gebet, das hier aufgeschrieben ist seine Perspektive. Er schaut weiter als einfach nur seine Jahre auf dieser Erde. Er weiss, es geht letzten Endes darum, wieder in die ewige Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Das, was damals war im Paradies, das kommt wieder auf mich zu. Und er weiss, das ist der Ort, wo ich hin will. Es geht nicht um die paar Jahre auf dieser Erde. Ich glaube, es passiert uns so oft, dass wir unsere Blicke so haben, oder? Und an die 80 oder 100 oder 50 oder keine Ahnung wie viele Jahre auf dieser Erde denken und alles dafür tun, dass die so gut wie möglich werden. Und dabei kommt hinten dran etwas Ewiges, was so schön ist, dass wir uns gar nicht ausmalen können. Wir haben es so oft nicht im Fokus. Und Jesus zeigt uns so, was der Fokus für eine Kraft hat. Jesus ladet uns ein, das genau so zu machen. Heißt das, dass wir keine Wünsche, dass wir keine Träume mehr haben dürfen? Heißt das, dass wir keine eigenen Bedürfnisse mehr haben auf dieser Welt? Ich glaube schon. Und ich sage das als Genießer. Ich liebe es, die schönen Sachen vom Leben zu genießen. Aber ich glaube, es darf nicht die Hauptsache sein. Ich glaube, es muss die Nebensache sein. Ich glaube, Hauptsache, sein Wille geschieht. Nicht Hauptsache es stimmt für uns, sondern Hauptsache sein Wille geschieht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Und dafür, dass sein Wille geschieht. So hat es uns auch unser Vater beigebracht. Die Jünger haben gesagt, lerne uns beten. Und er hat uns ein Gebet beigebracht, wo wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Wenn wir das Gebet wirklich ernst nehmen und wirklich an uns heranlassen, beten wir genau das. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Und dann kommt Verheißung, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und ich bin überzeugt, das gilt für das Leben. Aber nicht nur. Ich habe Mühe mit diesen Theologien, die das sagen. Weil sag das mal einer Person, die in des Lamms lebt. Und nichts anderes vom Leben dafür erwarten, als das, was sie gerade hat. Dass sie von der Hand ins Maul lebt. Weil zu diesen Menschen hat Jesus genauso predigt, wie zu uns Wohlhabenden. Ich glaube, es ist eine Verheißung für das Leben, aber vor allem auch eine Verheißung für das Leben, das nachher kommt. Für das ewige Leben, wo Jesus so viel darüber schwätzt. Er fordert alles von uns. Und gleichzeitig gibt er uns alles. Ich schlage vor, dass wir zum Schluss der Predigt jetzt einfach mal schnell still sind und Gott zu uns reden lassen. Und wenn du Gott gar nicht kennst, hey, dann stell dir das nicht zu kompliziert vor. Sag einfach, Vater, ich bin da, oder Gott, ich bin da. Und ich würde gerne wissen, was du über mich denkst. Ich würde gerne wissen, wer du bist. Zeig dich mir. Und schau, was passiert. Wir haben ein Gebetsteam, das dort hinten im Ecken noch so gerne für dich da ist. Wir haben auch online, du kannst gerne einfach schreiben und schauen wir, dass wir beten mit dir. Wenn du mit jemandem beten willst, dann mach das. Und gleichzeitig will ich dir noch die Frage mitgeben von diesen Scheuklappen. Weil die Frage ist für mich mega, mega wichtig geworden. Für mich ist es ein mega wichtiges Bild geworden. Wenn ich so rumlaufe, wo mache ich das? Wo verwünsche ich mich selber dabei, wenn ich das mache? Weißt du, warum es so wichtig ist? Weil genau dort dran erkennst, wo du es eben mit eigener Kraft versuchst. Weil genau dort dran erkennst, wo bin ich mit meinen eigenen Muskeln am Arbeiten und versuche die Nachfolge selber zu realisieren, mit meinen eigenen Krampfen. Obwohl Jesus uns sagt, das wird dir nicht gelingen. Wenn wir uns die Regeln anfangen zurechtbiegen, dann sind wir genau an dem Punkt, dass wir es selber probieren. Und vielleicht ist es daran, dass wir die heute ablegen und sagen, ich setze mich dieser Spannung aus, ich setze mich dem aus. Ich kann nicht antworten auf alles, aber ich vertraue darauf, dass ich zusammen mit Gott den Weg finde, das zu verstehen. Im Wissen, dass dort, wo er reinkommt, das Leben kommt und er mir immer in voller Liebe, in voller Gnade begegnet. Also nutzt den Moment mit Gott.